Die Alicia Keys. Ja, die Alicia Keys, das war meine erste Konzerterfahrung. Ich glaube mit 11 oder 12. Das war richtig cool. Da bin ich bei meinem grossen Bruder auf der Schulter gehockt und habe zum ersten Mal Live-Musik genossen. Hoi, Anna Zöllig, mein Name. Hast du auch schon mal unbedingt an ein Konzert gehen? Falls ja, geht es gleich wie der Cheyenne von unserer Geschichte, die wir jetzt zusammen hören. Sie will auch unbedingt an ein Konzert, und zwar von der Lucy B. Warum und was macht sie, damit sie da gehen kann? Wir hören es bei Cheyenne, Anissa und der Bandwettbewerb. 1, 2, 3, 4. Was? Die Lucy B kommt zu uns in die Mehrzweckhalle? Ich fasse es nicht. Herr Äppli, Sie sind der Beste. Cheyenne kann es kaum glauben. Die Lucy B ist ein Megastar. Vor 3 Jahren ist sie im Radio zum Best Talent gewählt worden und ist dann abgegangen wie eine Rakete. Jetzt wohnt sie in London und das nächste Jahr geht sie sogar auf Japan und Australien auf Tournee. Cheyenne kennt jedes Stück von ihr in- und auswendig. Der Herr Äppli, der Lehrer von der 6b, grinst. Sieht fast so aus, als hätte ich mit dieser jungen Sängerin einen Treffer gelandet. Ja, voll, ruft Cheyenne. Aber die Anissa, der Cheyenne, ihre beste Freundin, traut dieser Sache nicht. Sie dreht sich zu der Cheyenne. Vergiss es, die Frau ist eine Legende. Die will sicher nicht in unserer schäbigen Mehrzweckhalle spielen, nie im Leben. Der Herr Äppli putzt seine Brille. Doch, Anissa, das Konzert ist gebucht. Er zwinkert ihr fröhlich zu. Wir kennen uns, Lucy B und ich. Die junge Frau ist mir noch etwas schuldig. Hä? Wieso? Jetzt schaut auch Cheyenne ungläubig. Die Lucy B ist auch zu mir in die Schule, genau wie du, Cheyenne. Dort hat sie allerdings noch Lucia Beglinger geheissen. Ein Murmeln geht durch die 6b. Lucia hat bei mir im Schülerchor gesungen, lang bevor sie in Lausanne ihre Gesangsausbildung gemacht hat und international bekannt worden ist. Ich habe ihr Talent sofort erkannt und habe dafür gesorgt, dass sie zu der Frau Giannini in Gesangsunterricht kann. Sie, Herr Äppli, können Sie mein Talent auch erkennen? Ruft Luca. Ich will zu Barca. Alle lachen. Cheyenne fuchtelt mit ihrem Arm in der Luft herum. Sie, Herr Äppli, Anissa und ich wollen unbedingt das Konzert von der Lucy B. Können Sie machen, dass das geht? Bitte! Ja, wenn du eine Band kennst, die sich zutraut, als Vorband von der Lucy B zu spielen. Was? Wieso? Ruhe! Jetzt erzählt der Herr Äppli seiner Klasse vom grossen Schülerbandwettbewerb, wo er höchstpersönlich zusammen mit seiner Kollegin, der Frau Giannini, das Jahr das erste Mal organisiert. Und er erzählt vor allem, dass die Band, die den Wettbewerb gewinnt, in der grossen Mehrzweckhalle als Vorband von der Lucy B auftreten. Und das ist noch nicht alles. Obendrauf gibt es noch 5 Gratis-Billette für alle Schweizer Konzerte von der Lucy B, samt VIP-Backstage-Pass. Was? Ich will so einen Pass, schreit Cheyenne. Ich auch. Alle schreien durcheinander. Ja? Dann machen alle ein bisschen Werbung bei euren älteren Geschwistern, dass sie sich subito anmelden. Mitmachen dürfen alle Oberstufenklassen aus unserem Schulkreis. Aber Sie, Herr Äppli, das ist unfair. Mein Bruder spielt nicht in einer Band, ruft Cheyenne. Aber der Herr Äppli will nichts mehr hören. So, nehmt eure Mathebücher vor. In der grossen Pause sitzen Cheyenne und Anissa beim Brunnen. Anissa schlürft ihren Eistee und Cheyenne schaut heimlich auf ihr Handy. Oh mein Gott! Die Lucy B hat gepostet, dass sie sich mega auf die Schweiz freut. Ich muss sie sehen, unbedingt. Überleg, Anissa, kennt mir niemand aus der Oberstufe, der in ihrer Band spielt, den Wettbewerb gönnt und uns 2 Tickets schenkt. Anissa lacht. Gerade so gut hätte Cheyenne fragen können, ob sie jemanden kennt, der ihnen ein Ticket für einen Flug auf den Mars schenkt. Natürlich würde Anissa auch gerne an ein Konzert von der Lucy B. Aber die Oberstufenschüler sind so ziemlich das Gegenteil von grosszügig und höchstens gut drin, die Sechstklässlerinnen zu nerven. Noch bevor Anissa etwas sagen kann, kommt auch schon der Hendrik aus der 3. anzuschlurfen. Sein Kollege ist auch dabei.
Haut ab, der Babyspielplatz ist dort hinten. Hey, wir dürfen auch da sein. Cheyenne sitzt gerade extra breit auf dem Brunnenrand und macht keinen Wank. Hat jemand etwas gesagt? Der Hendrik beachtet die Mädchen nicht weiter und erzählt dafür seinem Kollegen von seiner neuen teuren Gitarre und dass seine Band die Mystic Wolves kürzlich von der Lokalzeitung interviewt worden sei und dass sie die Besten seien. Der Äppli hat ihm gesagt, sie müssten sich unbedingt für den Bandwettbewerb anmelden. Sie hätten mega Potenzial. Cheyenne hört jetzt interessiert zu. Und was machen die mit all diesen Tickets, falls ihr gönnt? Hey Bro, da macht sich jemand Hoffnungen. Der Hendrik grinst, drückt mit der Hand auf den Wasserhahn und Cheyenne wird vollgespritzt. Haha, ja, bist mega lustig. Jetzt ist mein Handy nass, du Doppel. Cheyenne schlägt mit der flachen Hand aufs Wasser und Anisa reisst sie am Ärmel. Komm, wir gehen, es hat geläutet. Nach der Schule laufen die beiden Mädchen zusammen heim. Es ist so fies, dass wir niemanden kennen, der in einer Band spielt, jammert Cheyenne. Wenn ich nicht an der Lucy Bier ein Konzert kann, drülle ich durch. Cheyenne sieht aus, als würde sie nächstens losheulen. Also, ich kenne schon jemanden, der eine Band hat, sagt Anisa plötzlich. Ohne Witz? Wer was? Das sagst du jetzt? Ja, aber die gilt nicht. Gleich, sag schon wer. Anisa seufzt. Meine Schwester Demina. Aber das ist doch genial. Cheyenne macht einen Luftsprung. Wir sind gerettet. Nicht wirklich. Anisa holt tief Luft. Dann erklärt sie ihrer Freundin, warum die Emina und ihre Band keine Chance haben zu gewinnen. Sie spielen gar nicht richtig, nur so ab und zu. Weil Debbie, das ist die Grosse, die mit der Emina ins Handball geht, die hat bei sich daheim einen Übungskeller. Und weil die Emina Keyboard spielt, hat sie halt gefragt. Ja, aber das ist doch super! Anisa schüttelt den Kopf. Nichts ist super. Die Emina wird nie im Leben vor Leuten spielen. Sie hat schon Albtraum, wenn sie einen Vortrag halten muss. Aber ein Konzert ist doch etwas anderes. Anisa schüttelt den Kopf. Cheyenne, ich kenne meine Schwester, die ist stur. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Aber es hat ja noch andere in der Band. Cheyenne geht nicht auf. Ja, aber kennst du Debbie nicht? Cheyenne schüttelt den Kopf. Sie singt eben und Emina sagt, sie will bei jedem Stück rappen, obwohl sie das überhaupt nicht können. Und das... Stopp! Ruft Cheyenne. Wann treffen sie sich das nächste Mal? Keine Ahnung. Ich glaube am Mittwoch, also morgen. Perfekt. Wir gehen auch. Wohin? Denk in den Übungskeller von der Debbie Anisa. Cheyenne verdreht die Augen. Und Anisa macht noch ein paar weitere Versuche, Cheyenne zu überzeugen, dass das keinen Sinn macht. Sie hat überhaupt keine Lust, an ihrem freien Nachmittag in einem Keller rumzuhocken und ihrer Schwester beim Umklimpern zuzuhören. Es langt schon, wenn sie daheim stundenlang der Emina ihres Keyboard-Gejaule anhören. Sogar der Papi hat letztens gesagt, ob sie nicht einmal Pause machen wollen. Und der Papi ist sonst nicht so empfindlich und hat gerne Musik. Anisa nimmt den letzten Anlauf. Können wir nicht etwas anderes versuchen, um an Tickets heranzukommen? Hast du einen Vorschlag? Cheyenne tönt jetzt wieder Herr Äppli. Also, wir können uns ja in der Mehrzweckhalle einschliessen lassen. Anisa, checkst es nicht? Deine Schwester ist unsere einzige Chance. Du bist doch meine beste Freundin, jetzt komm schon, ich brauche dich. Auf das aber kann Anisa nichts mehr sagen. Am nächsten Tag treffen sich die beiden vor der Villa von der Debbie ihren Eltern. Anisa schaut nervös umeinander. Hast du aber schon gesagt, dass wir auch kommen? Cheyenne schaut ihre Freundin prüfend an. Anisa nickt. Emina war alles andere als begeistert, als Anisa gesagt hat, sie und Cheyenne würden so gerne mal hören. Wir spielen nur für uns, nicht für das Publikum. Der Debbie, ihre Eltern dürfen auch nicht hören. Aber dann hat die Mami von der Anisa gesagt, das sei doch eine gute Idee und auf jeden Fall besser, als wenn Anisa vor dem Einkaufszentrum rumlungere. Und vielleicht will ja der Mo, ihre kleinen Brüder, auch mit. Emina hat vor Schreck aufgeschaut. Aber nach einer längeren Diskussion hat sie dann nachgegeben. Okay, Anisa ja, Mo nein. Am 3:30 ist die Band immer noch nicht da. Obwohl Emina gesagt hat, sie hätten auf die 3 abgemacht.
Siehst, sie kommen nicht. Anisa ist fast ein bisschen erleichtert. Doch, Anisa, die kommen schon, wir warten. Wie heissen sie eigentlich? Riot Roses. Anisa seufzt. Da, ich sehe sie. Cheyenne ist ganz aufgeregt. Emina kommt mit der Debbie zu laufen. Wir sind noch ein neues Mic für Debbie holen, sagt Emina als Entschuldigung. Kurz darauf sind auch der Jason, der Schlagzeuger, und der Milo, der Bassist, da. Der Milo gibt dem Mädchen höflich die Hand. Zusammen gehen sie in den Keller. Anisa rümpft die Nase. Es schmeckt nach nassen Socken und Farbe. Der Jason macht einen Schlagzeugwirbel und rührt den Stock in die Luft. Aua, geht's noch? Der Stock ist auf dem Milo seinem Fuß gelandet. Das letzte Mal konnte ich es noch, murmelte Jason verlegen. Können wir anfangen? Emina drückt auf die Taste von ihrem Keyboard herum. Es tönt wie eine Sirene. Debbie hat die Augen zugemacht und zählt. Dann schaut sie zu der Emina. Wo setze ich schon wieder ein? Jetzt! Debbie murmelt etwas ins Mikrofon. Cheyenne und Anisa verstehen kein Wort und niemand ist wirklich im Takt. Anisa würde sich gerne die Ohren zuheben, aber sie traut sich nicht. Nur Cheyenne tut so, wie wenn nichts wäre. Dann spielen sie noch ein zweites Stück. Das Mal ist Debbie am Krähen. So laut, dass sogar Cheyenne zusammenzuckt. «Siehst du jetzt, was ich gemeint habe?» flüstert Anisa ihrer Freundin ins Ohr. Cheyenne tut so, als hätte sie Anisa nicht gehört, und kaum gibt es eine Pause, ruft sie: «Ich finde, euer Bandname ist super! Riot Roses, voll cool!» Alle schauen sie an. «Der ist von mir», sagt Debbie. «Eigentlich von mir», sagt Emina. «Aber egal.» Cheyenne grinst immer noch so breit wie ein Frosch. «Hey Leute, ihr müsst unbedingt beim Oberstufen-Bandwettbewerb mitmachen. Ich finde, mit dem speziellen Sound habt ihr echte Chance. Der macht euch mega einzigartig.» Anisa beißt sich auf die Lippen. Cheyenne kennt wirklich nichts. Wie kann sie noch so einen Quatsch erzählen? Aber Cheyenne gibt noch eins oben drauf. «Wir glauben euch, gell, Anisa?» Anisa merkt, wie sie knallrot wird. Debbie schaut selbstsicher in die Runde. «Ja, wieso nicht? Also, ich habe es mir im Fall auch schon überlegt. Wäre doch cool, endlich einmal öffentlich zu spielen.» «Ich hasse Wettbewerb», sagt Emina. «Mir ist egal. Ich bin dabei, wenn ihr dabei seid.» Der Jason rührt wieder einen Stock in die Luft und das Mal fliegt er Milo an den Kopf. «Alter, hör doch mal auf mit dem Scheiß!» Und dann ist das Thema Bandwettbewerb auch schon abgehandelt. Der Milo sagt, er will jetzt shooten und der Jason hat noch mit einem Kollegen abgemacht. «Hast du jetzt gesehen, es wird nichts», sagt Anisa auf dem Heimweg. «Wie kommst du drauf?» «Mann, Cheyenne, du hast sie doch gehört spielen.» Anisa wird langsam ungeduldig. Sie will ja auch gerne mit der Cheyenne an das Konzert von der Lucy B. Aber das mit der Riot Roses zu versuchen, das ist reine Zeitverschwendung. «Weisst du was? Du musst deine Attitude ändern», sagt Cheyenne nach einer Weile. «Hä? Du brauchst mehr Mind-Positivity, kennst du?» Cheyenne erzählt, dass ihr Lieblings-YouTuber gesagt hätte, wenn man will, können wir alles erreichen. Es sei nur eine Sache der positiven Einstellung. Anisa ist überhaupt nicht überzeugt. Es hilft auch nicht, dass Cheyenne sagt, der YouTuber hat 500.000 Follower. Nur, wenn Cheyenne sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist es schwierig, sie davon abzubringen. Da ist sie mindestens so stur wie Emina. «Hey Anisa, Sie müssen einfach mitmachen. 3 Schweizer Konzerte von der Lucy B gratis und noch als VIP im Backstage. Da können wir sicher mit ihr reden. Stell dir mal vor.» «Wäre ja schon cool», sagt Anisa matt. «Du hast sie in der Hand.» «Hä? Wieso ich?» «Du musst Emina dazu bringen, dass sie mitmacht. Und wenn sie will, machen die anderen auch mit.» Cheyenne schaut Anisa direkt in die Augen und zieht die Augenbrauen auf. Anisa findet die Situation alles andere als gemütlich. Dann schaut Cheyenne auf ihr Handy. «Also tschüss, Anisa, ich muss gehen. Und vergiss nicht, du hast einen Auftrag.» Noch am gleichen Abend klopft Anisa an der Emina ihre Zimmertür. Unangenehme Sachen bringt man am besten schnell hinter sich. Ich muss dir etwas sagen, also Cheyenne, also ich auch. Wir finden eben, ihr solltet unbedingt am Bandwettbewerb mitmachen, weil ihr so, es wäre einfach gut, also
Ihr seid gut. Anisa kommt sich total falsch vor. Emina grinst und schüttelt den Kopf. So ein Quatsch. Wir sind nicht gut und ich will auch nicht vor Leuten spielen und schon gar nicht, wenn der... Egal, vergiss es. Wenn wer? Fragt Anisa gewundert. Niemand. Und dann kommt auch noch der Mo ins Zimmer und will der Emina ihren Computer. Die flippt aus, rührt beide aus dem Zimmer und der Mo hat einen Wutanfall. Super. Am nächsten Morgen hat Anisa 5 Sprachnachrichten von der Cheyenne auf ihrem Handy. Während der Franzstunde schaut Anisa aus dem Fenster und tut so, als sähe sie nicht, wie Cheyenne ihren Versuch, Zeichen zu machen. «Was hat Emina gesagt?» flüstert Cheyenne. «Nicht immer schneidern, ihr beiden?» Der Herr Äppli schaut streng. Wo die Stunde fertig ist, packt Anisa ganz schnell zusammen. «Tschüss, Cheyenne!» Aber Cheyenne lässt sich nicht einfach abschütteln und will genau wissen, was Emina gesagt hat. Anisa muss jetzt zugeben, dass sie keinen Erfolg hat. Wo sie sieht, wie Cheyenne enttäuscht ist, sagt sie schnell: «Ich glaube, nächste Woche sind sie wieder im Übungsraum. Vielleicht können wir ja noch mal...» «Super Idee!» ruft Cheyenne, noch bevor Anisa den Satz fertig machen konnte. Aber auch an der nächsten Probe tönt die Band kein bisschen besser. Im Gegenteil. Das Mal rappt Debbie irgendeinen komischen Text, der sich überhaupt nicht reimt. Zum Glück kommt ihr Vater und sagt, sie müsse schnell raufkommen, weil ihre Gotte vorbeikommen sind. Debbie kommt der Ewigkeit nicht mehr zurück. «Komm, wir spielen Playground Flowers», sagt Jason. 1, 2, 3. Es muss jemand singen. «Ich kann nicht singen», sagt Milo. «Sing doch du, Emina», schlägt Cheyenne vor. Emina zögert. Milo zupft ungeduldig an seinen Bass. «Also, fangen wir an. Zuerst der Jason, dann ich und dann du, Emina.» Emina nimmt das Mic in die Hand. 1, 2, 3 und setzt am richtigen Ort ein. Aber dann hört sie plötzlich auf. «Hey Jason, du bist nicht im Takt. Nochmal!» Emina klopft sich mit der flachen Hand auf ihren Oberschenkel und singt. Es tönt nicht einmal so schlecht. Cheyenne gumpelt auf und kaum ist das Lied fertig, ruft sie: «Das ist genial! Der Song hat Potenzial, ihr müsst einfach den Chorus noch deutlicher absetzen.» Anisa schaut Cheyenne erstaunt an. Der Milo schaut interessiert. «Also, du meinst, ich sollte nach dem ersten Verse noch einen Break machen?» «Ja, das ist gut, das probieren wir aus», sagt Jason. 1, 2, 3. «Hey, was machen die? Wieso singt Emina?» Niemand hat gemerkt, dass Debbie zurückgekommen ist. «Musst hören!» Der Milo zupft am Bass und der Jason gibt den Takt vor. Emina schaut konzentriert. Dann setzt sie ein. Debbie hört aufmerksam zu. Dann cool. Soll ich das genauso singen? «Ich glaube, es ist besser, wenn Emina bei dem Stück singt. Irgendwie kommt der Song bei ihr besser rüber», sagt Milo. Und dann schnell: «Ist nicht persönlich gemeint.» «Ist schon okay. Der Song ist ja auch von ihr», murmelt Debbie. «Ja, und er hat Hitpotenzial», ruft Cheyenne begeistert. «Aber das Intro muss noch länger sein.» Cheyenne singt vor, was sie meint. «Okay, das könnte passen.» Der Milo nickt. «Also dann nochmal, Playground Flowers.» Der Jason rührt fröhlich seine Stücke in die Luft. Cheyenne kann gerade noch den Kopf einziehen. Kaum ist das Stück fertig, muss Cheyenne schon gehen, weil Tante Claudia bei ihnen daheim auf Besuch kommt. Am nächsten Morgen läutet der Cheyenne ihr Handy noch vor dem Morgen. «Es klappt! Die Riot Roses machen beim Wettbewerb mit. Emina ist auch dabei.» Anisa erzählt, dass sie gestern noch mega lange im Übungsraum diskutiert haben. Dann haben sie abgestimmt und nur Emina sei dagegen gewesen. Der Milo hat dann gesagt, er fände es schade, wenn es komische Stimmung in der Band gäbe. Und dann haben sie nochmal diskutiert und am Schluss sei Emina auch dabei gewesen. «Ich habe ihr gesagt, sie müssen ja nur eine Viertelstunde auf der Bühne sein. Das sei easy», erklärt Anisa stolz. «Mann, Anisa, du bist einfach die beste Freundin. Sie wissen aber schon, dass sie noch mega viel üben müssen.» «Weiss nicht. Glaub schon.» Noch am gleichen Nachmittag treffen sich Cheyenne und Anisa beim grossen Brunnen vor dem Einkaufszentrum. «Schau, ich habe die Listen heruntergeladen von allen Bands, die sonst noch mitmachen.» Cheyenne zeigt auf ihr Handy. «Man muss seine Konkurrenz kennen. Also,
Das sind Toro Heidis, Harry Schlotter, Traktor Otto und Mystic Wolves. «Oh nein, der Hendrik, den habe ich fast vergessen», sagt Cheyenne und verdreht die Augen. Dann geht sie nochmal die Liste durch. Also, Toro Heidis habe ich auf YouTube gelesen, die kreischen nur rum. Traktor Otto kenne ich nicht, aber der Name ist blöd. Und Mystic Wolves, die sind sicher auch nicht so gut, wie der Hendrik immer tut. Dann meinst du echt, die Riot Roses haben eine Chance? Cheyenne überlegt. Wenn wir die Sache in die Hand nehmen, schon? Wie meinst du? Als erstes braucht es ein Management. Okay, und wer soll das sein? Denk du und ich, Anisa. Wieso mir? Cheyenne verdreht die Augen. Wer sonst? Ich habe mir auch schon etwas überlegt. Cheyenne holt ihr Matteheft vor. Das ist mein 3-Punkte-Plan. Erstens, die Band braucht einen eigenen, unverwechselbaren Bandstyle. Also alle die gleichen Kleider. Das macht Emina nicht mit. Uniformen hasst sie. Mind Positivity, Anisa. Zweitens, sie brauchen ein paar coole Moves, also so Tanzschritte und so. Cheyenne macht vor, wie sie sich das vorstellt. Aber ist nicht eher das Hauptproblem, dass die so schräg tönen? Anisa schaut ihre Freundin unsicher an. Drittens, von jetzt an wird viel mehr geübt. Und meinst du, die machen da mit, Cheyenne? Mind Positivity, Anisa. Am Mittwochnachmittag stehen Anisa und Cheyenne pünktlich vor der Debbie ihrem Haus. Auch die Band ist das mal pünktlich. Der Jason hat sogar neue Schlagzeugstöcke dabei. Aber dann spielt Emina als erstes wieder ihre komische Sirenenmusik auf dem Keyboard, der Milo zupft das im Bass rum und Debbie sitzt geinend auf einem Haras. Cheyenne klatscht in die Hände. «Hey, ihr müsst richtig üben, sonst gewinnen die den Wettbewerb nie!» Alle schauen sie an. Cheyenne meint, ihr solltet vielleicht ein bisschen öfters üben und nicht so chaotisch spielen, doppelt Anisa nach. «Und wir finden auch, dass ihr ein Management braucht», sagt Cheyenne und schaut selbstbewusst in die Runde. Und wo niemand reagiert, macht sie gerade weiter und erzählt von ihrem Plan. «Stopp! Wie lange schon, dass wir unbedingt an diesem blöden Bandwettbewerb mitmachen? Aber jetzt auch noch meine kleine Schwester als Managerin. Vergiss es!» Emina schaut hässig in die Richtung von der Anisa. «Wieso? Ich finde, die beiden sind voll okay und sie verstehen etwas von Musik. Ist doch egal, dass es deine Schwester ist.» «Danke, Milo.» Emina verdreht die Augen. «Der Milo hat recht», sagt Jason und kriecht unter das Schlagzeug, um den zweiten Stock zu suchen. «Schau, Emina, es ist doch mega nett, wenn Sie uns helfen wollen», meint Debbie. Emina sagt jetzt nichts mehr und hämmert hässig auf die Tasten vor ihrem Keyboard. «Super, ihr werdet es nicht bereuen.» Cheyenne strahlt, als hätten sie den Wettbewerb schon gewonnen. Wo die Probe fertig ist, gehen Cheyenne und Anisa zu der Cheyenne heim. Sie holt das Bild von der Billie Eilish führen. «So könnten sie sich anlegen.» «Nein, das ist schlabrig, ich weiss etwas viel Besseres», ruft Anisa. «Sie könnten doch so silbrige Glitzerpullis anlegen, wie das letzte Jahr die aus dem Star Wars Musical von der Frau Baumann. Ich frage sie, ob wir die auslehnen dürfen.» «Cool, das machen wir.» Cheyenne ist glücklich. Die Riot Roses üben jetzt richtig viel und Cheyenne findet, dass sie immer besser werden. Anisa findet das auch, vor allem Emina, ihre Schwester. An der nächsten Probe sagt Debbie, sie hätte eine Überraschung. Sie zieht eine braune Kartonkiste hinter einem Verstärker vor. «Die Band-T-Shirts habe ich selber bedrucken. «Oh ja, wir könnten auch noch Merch machen», ruft Cheyenne begeistert. «Ja, das ist super», freut sich Anisa. «Also, falls das mit den Glitzerpulli nicht klappt.» «Was für Glitzerpullis?» will der Jason wissen. «Ich lege sicher keinen Glitzerpulli an, nie im Leben.» Nur so eine Idee gsi, sagt Anisa schnell. 2 Wochen vor dem Wettbewerb dürfen alle Bands erstmal auf einer Bühne proben. Und zwar im Singsaal vom Sechsschulhaus. Das hat Herr Äppli organisiert. Er hat gesagt, es sei wichtig, dass Bands Bühnenerfahrung bekommen, bevor es dann ernst gelte. Cheyenne und Anisa haben sich freiwillig als Helferinnen gemeldet. Sonst darf natürlich noch kein Publikum dabei sein. Nur der Herr Äppli, eine Technikerin und die eben zu den Bands gehören. Jede Band hat sogar ein eigenes Räumchen zum Umziehen bekommen. «Sind die Chips da für uns?»
Der Jason stopft sich eine Handvoll Paprikachips ins Maul und Debbie langt nach einem Schokostängel. «Stopp! Das ist alles mega ungesund. Fettige Chips und Zucker sind Energieräuber. Ich habe für euch Äpfel und Rüeblisaft mitgenommen. Das ist viel gesünder. Die Lucy B ernährt sich auch nur noch so, vegan.» «Ich bin aber allergisch auf Gemüse», sagt der Jason. «So, sind ihr ready? In einer halben Stunde seid ihr dran mit Soundcheck.» Der Herr Äppli streckt den Kopf in die Garderobe. Cheyenne stürmt am Herr Äppli vorbei in den Saal, um zu schauen, wer vor ihnen spielt. 3 Zweizeck-Schülerinnen schlurfen die Richtung Bühne. «Sind ihr die Horror-Heidis? Wieso kommt ihr erst jetzt und wo habt ihr euer Instrument?» Der Technikerin ihre Stimme tönt hässig. «Das Instrument bringt bis Grosse mit dem Auto», sagt eine der Horror-Heidis und schaut auf ihr Handy. «Ich glaube, sie steckt noch im Stau.» Der Herr Äppli seufzt. «Gut, dann fangen wir halt mit den Mystic Wolves an.» Die Wolves sind von Kopf bis Fuß schwarz angelegt und geschminkt wie Wölfe. «Mega krass», flüstert Anisa nach dem ersten Song. «Die sind viel besser, als ich gedacht habe.» Nach den Wolves kommen die Riot Roses dran. «Sag etwas zum Publikum!» Cheyenne steht jetzt genau vor dem Milo. «Hallo?» sagt der Milo leislich ins Mikrofon. Dann fangen sie an zu spielen und machen als erstes gerade einen Fehler und müssen nochmal anfangen. «Mist!» 1, 2, 3, zählt der Jason ruhig. Und dann klappt es zum Glück. Wo die Playground Flowers anfangen zu spielen, schauen sich Cheyenne und Anisa an. Es tönt mega gut. Demina singt so schön wie noch nie und alle im Singsaal schauen jetzt auf die Bühne und hören wie versteinert zu. Und beim letzten Ton fangen alle an zu klatschen. «Hey, das ist ja voll ein cooler Song», ruft einer von Harry Schlotter. Und auch die Jungs von Traktor Otto sind begeistert. Nur der Hendrik von den Mystic Wolves rümpft die Nase. «Kopieren kann jeder, den Song habe ich auch schon irgendwo gehört.» Demina schaut, als würde sie ihn am liebsten mit ihrem Blick vergiften. Aber sie sagt nichts. Auf der Busfahrt heim erzählen alle davon, wie gut es gelaufen ist. Nur Demina hat den Kopfhörer angelegt und sagt nichts. «Ich glaube, wir haben vielleicht schon eine Chance», sagt Debbie. Demina beißt sich auf ihre Unterlippe und dann nimmt sie die Kopfhörer ab. «Ich habe keine Lust mehr. Ihr könnt ohne mich auftreten.» Cheyenne wird vor Schreck ganz bleich. «Was soll das? Spinnst?» ruft Jason. «Du musst doch singen!» «Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich den Wettbewerb doof finde. Ich will einfach Musik machen und mich nicht mit Typen wie mit dem Hendrik rumschlagen. Ich weiss auch nicht, der zieht mich total runter.» Alle versuchen, der Emina gut zuzureden. «Ist doch nicht so schlimm, der hat es überhaupt nicht so gemeint.» Aber die Emina zieht einfach wieder ihre Kopfhörer an und sagt kein Wort. Jetzt platzt der Debbie den Kragen. «Du bist so fies und egoistisch!» Die Emina nimmt ihre Kopfhörer ab. «Hey, sorry Deb, tut mir leid. Es ist einfach nicht meins, aber egal, du verstehst es eh nicht.» «Ja, weil du nicht mit mir redest», schreit Debbie. «Du musst im Fall nie mehr zu mir in den Übungskeller kommen.» «Oh Mann, reisset euch zusammen, ist doch alles easy.» Der Milo grinset schief und der Jason starrt auf sein Handy. Kurz bevor sie raus müssen, flüstert Anisa der Cheyenne ins Ohr. «Ich rede mit dir, versprochen.» Aber kaum sind Demina und Anisa draus, fängt Debbie wieder an zu schimpfen. «Und das machen wir jetzt mit all dem Merch? Ich habe 50 Riot Roses T-Shirts bedrucken lassen. Ich schwöre, ich kann sie bezahlen, und zwar jedes einzelne.» Cheyenne weiss, dass sie als Managerin etwas sagen müsste, aber es fällt ihr einfach nichts ein. Sie ist froh, wo sie auch aussteigen kann. «Tschüss zusammen», sagt sie. Debbie, der Jason und der Milo winken ihr schlaff zu. Cheyenne rennt den ganzen Weg heim. Das tut gut. Wo sie in ihrem Zimmer ist, telefoniert sie sofort mit der Anisa. «Was machen wir jetzt?» «Nichts.» «Wie nichts?» Cheyenne versteht nicht, wie ihre Freundin so ruhig bleiben kann. «Easy. Ich glaube, sie kommt schon wieder zurück. Ich weiss auch nicht, wieso sie so auf den Henrik reagiert. Sonst ist sie auch nicht so empfindlich. Also schon, aber wenn man sie in Ruhe lässt, regt sie sich schon wieder ab. Das ist bei ihr immer so.» «Meinst du? 100%. Und das Mal hat Anisa recht.
Am Samstag steht Emina wieder im Übungsraum und tut so, als wäre nichts gewesen. Bis zum Auftritt geht es jetzt nur noch 1 Woche. Die Riot Roses üben jeden Tag nach der Schule und Cheyenne und Danisa sind auch immer dabei. Cheyenne und Debbie versuchen dem Milo einen einfachen Tanzschritt beizubringen, wo er mit der Debbie machen könnte. Links, rechts, 1 Schritt zurück. Links, rechts, 1 Schritt zurück. Mann, pass auf mit Schlagzeug. Der Jason kann den Milo gerade noch auffangen. 2 Tage vor dem Auftritt sind alle mega nervös. Denkt dran, Mind Positivity. Cheyenne schaut ernst, alle nicken. Easy, sagt Milo. Am Tag vor dem Auftritt darf Danisa bei der Cheyenne übernachten. Aber natürlich denken Cheyenne und Danisa keine Sekunde ans Schlafen. Sie sind viel zu aufgeregt. Wenn die Riot Roses gewinnen, gehen wir an alle 3 Konzerte. Meinst du wirklich, dass es klappt? Klar, du nicht. Doch, doch, sagt Danisa. Und dann schlafen sie doch noch kurz ein. Aber am Punkt 7 ist Cheyenne schon wieder wach. Kurz darauf läutet auch schon der Wecker. Aufstehen, Anisa, wir müssen noch Haare waschen. Sie schaut auf ihr Handy. Oh mein Gott, Anisa, Lucy B ist in Zürich gelandet. Sie hat es gerade gepostet, sie ist da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Cheyenne rennt durchs Zimmer wie ein wild gewordenes Wespe. Jetzt ist auch Anisa hellwach. So schnell sind sie noch nie parat gewesen. Und um 8:30 stehen die beiden schon vor der Mehrzweckhalle. Sonst ist noch niemand da. Am 9 Uhr kommt der Hauswart und schliesst die Türen auf. Und am 7:15 ist der Herr Äppli da. «Ihr seid aber früh. Ihr wisst schon, dass es erst um 6 Uhr anfängt.» «Ja, easy, Herr Äppli.» Gern hätte Cheyenne noch gesagt, dass sie eben das Management der Riot Roses sind. Aber der Herr Äppli muss noch die Skiwerfer überprüfen. Nach und nach kommen die ersten Bands. Von der Riot Roses fehlt noch jede Spur. Danisa ist jetzt auch schon ganz hibbelig. Cheyenne zeigt auf eine Frau, die ein Jurybändel anhat. «Hey, die kenne ich, die moderiert im Radio.» Endlich trudelt auch die Riot Roses ein. «Wo ist Emina?» Der Milo zuckt mit den Schultern. «Easy, die kommt sicher auch gerade.» Aber auch eine halbe Stunde später ist Emina immer noch nicht da. Und ihr Handy nimmt sie auch nicht ab. Debbie trommelt alle zu einer Krisensitzung in Garderobe zusammen. «Ich glaube, Emina kommt nicht», sagt sie mit Grabesstimme. «Was? Spinnst? Sicher kommt sie!» Der Milo trinkt einen Schluck aus seiner Wasserflasche. «Wir haben bei der Bushaltestelle abgemacht und sie war einfach nicht da. Und dann habe ich gedacht, sie käme vielleicht mit dem Velo, aber jetzt ist sie immer noch nicht da.» Debbie tönt, als würde sie gerade losheulen. «Shit, wenn der Emina nicht kommt, können wir es vergessen.» Der Jason verzieht das Maul. «Sie kommt sicher, sie ist sicher nur nervös und braucht noch ein bisschen Zeit für sich.» Danisa versucht, die Band zu beruhigen. «Das glaube ich auch», sagt Cheyenne schnell. Danisa schaut unauffällig auf ihr Handy. Keine Nachricht von der Emina, obwohl sie ihr schon 3 Sprachnachrichten geschickt hat. Danisa seufzt. Zum Glück dauert es noch 4 Stunden bis zum ersten Auftritt. «Ich gehe raus warten», sagt Danisa. Die anderen laufen ihr wortlos hintendrein. «Hey, was macht ihr da draussen? Gibt es ein Problem?» Der Henrik von den Mystic Wolves steht draussen. Seine Gitarre hat er lässig um den Hals gehängt. «Der hat uns gerade noch gefehlt», zischt Cheyenne. «Wir haben kein Problem. Hast du ein Problem?» Cheyenne schaut ihn grimmig an. «Im Gegenteil, es läuft alles geschmeidig.» Der Henrik grinset. «Unsere Band ist ja auch vollzählig.» «Hey, wieso sagst du das?» Der Milo schaut hässig. «Nur weil ich euren Superstar Emina bis jetzt noch nie gesehen habe. Sie kommt doch auch. Ohne sie tönen ihr nämlich... Mann, wie sage ich das jetzt, ohne dass ihr beleidigt sind, aber du weißt, was ich meine.» Der Henrik grinset skiheilig. Danisa kann kaum warten, bis der Henrik endlich weg ist. «Der hat etwas mit dem Verschwinden von der Emina zu tun. Sonst würde er nicht so komisch tun.» Cheyenne schüttelt den Kopf. «Der will einfach nur provozieren, um unsere Mind-Positivity zu schwächen.» Aber eine weitere Stunde und gefühlte 50 Telefonanrufe später ist auch Cheyenne nicht mehr ganz so positiv eingestellt. Die Riot Roses sitzen in ihrer Garderobe und warten. Debbie tickert dumm und käut an ihren Fingernägeln. Auf der Bühne richtet sich jetzt Harry Schlotter ein.
Die Riot Roses sind zum Glück noch nicht dran mit dem Soundcheck, aber viel Zeit haben sie nicht mehr. Mann, wo bleibt sie? Der Milo tönt genervt. Anisa läutet ihre Mutter an. Vielleicht weiss ja sie etwas. Aber die Mutter sagt, sie sei schon so früh aus dem Haus und hätte Demina gar nicht mehr gesehen. Oh Mist, Mami, Demina müsste eben schon da sein für den Soundcheck. Was müsste sie sein? Ach, vergiss es, Mami. Ist etwas passiert? Demina ist doch immer zuverlässig. Nein, alles gut, tschüss. Wir gehen zu dir heim, jetzt, sagt Cheyenne. Sie rennt los und Anisa hintendrein. Zum Glück kommt gerade ein Bus. Ach, Demina macht mich fertig. Anisa schaut immer wieder auf ihr Handy. Ja, hoffen wir, dass sie daheim ist, sagt Cheyenne finster. Vor der Wohnungstür merkt Anisa: Scheibe, ich habe keinen Schlüssel. Sie läutet Sturm. Niemand macht auf. «Emina!» schreit Anisa. Dann geht die Tür doch noch auf. Es ist der Mo, der Anisa und der Emina, ihre kleinen Brüder. «Wo ist Emina?» «Hä?» Cheyenne packt ihn am Arm. «Aua, spinnst!» «Sorry, Mo, aber wir suchen Emina dringend», sagt sie überdeutlich. Anisa stürmt ins Zimmer der Emina. Leer. «Sie ist nicht da», sagt der Mo. «Wann ist sie gegangen?» Anisa schaut ihre Brüder so durchdringend an, als wollte sie ihn röntgen. «Es hat geläutet, dann ist sie weg. In dem Fall ist sie abgeholt worden. Wer war es?» fragt Cheyenne. Der Mo zuckt mit den Schultern. «Denk nach!» «Hat sie etwas gesagt?» Cheyenne wird immer ungeduldiger. «Los, es ist wichtig. Denk nach, Mo, bitte!» Sie hat gesagt, ich soll nicht die ganze Zeit gamen. Der Mo macht rechts umkehrt und verschwindet wieder in seinem Zimmer. An dieser Sache ist etwas faul. Wir müssen herausfinden, von wem sie abgeholt worden ist. Wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, wo sie ist. Cheyenne schaut ganz ernst. Meinst du, der Hendrik hat sie entführt? Da Anisa ihr Herz klopft bis zum Hals. Kann sie, sagt Cheyenne ernst. Dann schaut sie auf ihr Handy. Nur noch 3 Stunden. Was machen wir jetzt? Fragt Anisa mit zittriger Stimme. Cheyenne hat einen Plan. Zurück in die Mehrzweckhalle und dort finden wir heraus, was der Hendrik mit dem Verschwinden von der Emina zu tun hat. Aber meinst du, er hat ihr etwas gemacht? Anisa ist ganz bleich. Mann, frag nicht immer Anisa, woher soll ich das wissen? Die Tatsache ist, dass er etwas weiss, sonst würde er nicht die ganze Zeit so Sprüche machen. Anisa und Cheyenne rennen die Stegen runter. Sollten wir nicht gescheiter zu der Polizei gehen? Anisa ist völlig ausser Atem. Sicher nicht. So krass ist es noch nicht und wir verlieren nur Zeit. Wo sie bei der Bushaltestelle ankommen, fährt ihnen gerade der Bus vor der Nase weg. «Komm, wir gehen mit dem Velo!» ruft Anisa und rennt wieder zum Haus zurück. Aber dummerweise hat ihr Velo an Platten und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit dem Moos im Kindervelo zu fahren, was extrem anstrengend ist, weil Anisa ihre Knie immer am Lenker antätscht. «Schneller!» schreit Cheyenne. Sie sitzt hinten auf dem Gepäckträger und hebt ihre Beine in die Luft. In der Mehrzweckhalle sind schon alle parat. Auch die Mitglieder der Jury sitzen schon gespannt hinter ihren Tischli. «Hey, die Lucy B hat ein Foto von sich und ihrer kleinen Schwester gepostet. Sie sind in Zürich auf dem Lindenhof. Mega süß!» ruft eine der Horror-Heidis. Alle wollen das Bild sehen. «Test, Test!» Der Musiklehrer klopft das Mikrofon. «Nicht klopfen, das sind empfindliche Geräte!» ruft die Tontechnikerin hässig. Auch der Jason ist im Saal. Als er Cheyenne und Anisa sieht, rennt er auf sie zu. «Habt ihr etwas von der Emina gehört? Kommt sie!» Die Mädchen schüttelt den Kopf. Und Cheyenne erzählt dem Jason von ihrem Verdacht. «Hä? Wieso der Hendrik?» Der Jason scheint nicht recht zu begreifen. «Riot Rose sind 5 Minuten auf die Bühne!» ruft die Tontechnikerin. Anisa rennt in die Garderobe den Milo und Debbie holen. Der Milo schlägt hässig die Türen der Garderobe zu. «Mann, ich hab's gewusst. Die Emina muss immer ihr eigenes Ding durchziehen.» Debbie erklärt ganz bleich. «Also denkt dran, was ich gesagt habe. Ich spiele so gut wie es geht Keyboard und der Jason macht längere Schlagzeugsoli.» «Und wer singt Playground Flowers? Ohne die Emina wird das voll scheisse.» Der Milo schaut genervt in die Runde. Dann sagt Debbie: «Ich?» «Super!» ruft Cheyenne. «Das ist Mind Positivity!» Die anderen sagen nichts.
Während die Riot Roses auf der Bühne sind, stehen die Jungs von den Mystic Wolves am Bühnenrand und reden laut und lachen miteinander. «Ruhe!» ruft der Herr Äppli. «Jede Band soll in Ruhe ihren Soundcheck machen. Das hat mit Respekt zu tun.» «Aber von den Riot Roses sind ja gar nicht alle da», ruft der Hendrik. «Ist das wahr?» Der Herr Äppli kommt langsam vorwärts zu laufen. «Das ist nicht gut. Wieso sind ihr nicht vollzählig?» Der Emina, unsere Keyboardfrau, ist etwas dazwischen gekommen, sagt Debbie schnell. «Aber wir machen gleich den Soundcheck und wir haben es total im Griff.» «Tönt aber nicht so.» Der Hendrik kann sich ein Grinsen nicht verklemmen. Cheyenne packt Anisa am Arm. «Komm, wir durchsuchen den Wolf ihre Garderobe. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis.» Anisa schaut hektisch um. Im Moment scheint alles sicher. Die Riot Roses stehen immer noch auf den Bühnen und die Mystic Wolves davor. Im Gang der Garderobe ist alles ruhig. Nur aus der Garderobe von der Harry Schlotter ist laut Hip-Hop zu hören. «Komm schnell, Anisa!» Cheyenne macht die Türen von der Wolves ihrer Garderobe auf. Anisa schaut vorsichtig um. Plötzlich gäuset sie laut raus. «Oh mein Gott, das glaube ich jetzt aber nicht!» «Was ist?» «Dort auf dem Bänkli, das ist der Emina ihres Handy.» «Bist du sicher?» 100%, der Sprung im Display, es ist ihr von einer Woche am Boden gefallen.» Ohne lang zu überlegen, packt Cheyenne das Handy und rennt zurück in den Saal. «Wieso hast du der Emina ihres Handy?» Cheyenne steht jetzt genau vor dem Hendrik. «Ich habe was?» Der Hendrik schaut sie verdattert an. «Da, das ist der Emina ihres Handy.» «So, Ruhe! Wenn ihr schwätzen wollt, dann geht gefälligst raus.» Herr Äppli reisst langsam den Geduldsfaden. Cheyenne streckt dem Hendrik immer noch das Handy unter die Nase. «Hey, geht's bei dir? Gib an, das ist mein Handy!» Der Schlagzeuger von den Wolves macht jetzt einen Schritt auf Cheyenne zu. Aber die schüttelt nur den Kopf und rennt quer durch den Saal. Der Schlagzeuger rennt ihr hinten rein und Anisa rennt ihm nach. Sie hören Debbie auf der Bühne anfangen zu singen. «Das ist Scheisse!» schreit der Jason. Und ein bisschen freundlicher sagt er: «Sorry, wir fangen noch mal an.» Vor der Halle bleibt Cheyenne stehen und keucht. «Das ist der Emina, ihr Handy, und ihr wisst, wo sie ist!» Der Schlagzeuger von der Wolves reißt ihr Handy aus der Hand. Dann hebt er sich vor das Gesicht, das Handy entsperrt sich und er zeigt es der Cheyenne. «Das ist mein Handy, okay?» Cheyenne schaut unsicher zu Anisa und Anisa erzählt umständlich, wieso sie gedacht hätte, dass es der Emina ihr Handy sei. So ein Mist, jetzt haben sie sich voll blamiert. «Kein Problem, kann jedem passieren», sagt der Schlagzeuger und schaut schon ein bisschen freundlicher. «Es ist wegen der Emina. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist», sagt Cheyenne. «Aber euch kann das ja egal sein, so habt ihr mehr Chancen zum Gewinnen.» Anisa nimmt jetzt alle Mut zusammen. Darum hat Cheyenne, mir bedenkt, dass der Hendrik, dass er etwas mit dem Verschwinden von der Emina zu tun hat. «Hä? Wieso spinnst du?» Jetzt fängt der Schlagzeuger von der Wolves an zu lachen. Der Hendrik kann zwar ein bisschen doof sein, aber eins ist sicher, er findet Emina super, er würde ihr sicher nicht machen. «So, und wo wir das mit dem Handy geklärt haben, gehe ich wieder rein. Kommt ihr an?» Cheyenne und Anisa bleiben unschlüssig stehen. Was sollen sie bloß machen? Es ist 6 Uhr und in einer Stunde fängt das Konzert an. Der Schlagzeuger wartet immer noch. «Hey, easy, die Emina kommt schon noch. Vielleicht hat sie einfach keinen Bock auf Soundcheck und das ewige Rumgehänge vor dem Konzert.» «Heute am Mittag habe ich sie auf jeden Fall noch gesehen.» «Was, wo?» Cheyenne schnappt nach Luft. «An der Pfirsichstrasse vor dem grossen gelben Haus.» «Dort ist der Übungsraum», ruft Anisa. «Ist sie allein gewesen?» Der Schlagzeuger schüttelt den Kopf und erzählt etwas von einem Typ in einem schwarzen Kapuzenpulli, der auch dort rumgehangen ist. Und es war definitiv nicht der Henrik. Cheyenne überlegt fieberhaft. Wer könnte das gewesen sein? Sicher niemand von der Band. Wir müssen zum Übungsraum. Cheyenne packt Anisa am Arm, aber Anisa will nicht. «Was bringt das? Das war heute Morgen. Jetzt ist sie sicher nicht mehr dort.» Aber Cheyenne ist anderer Meinung. «Vielleicht finden wir einen Hinweis. Komm jetzt, Anisa, wir dürfen keine Zeit verlieren.» «Ja, aber wir brauchen das Velo, sonst schaffen wir es nie.» Ein paar Minuten später sitzt Cheyenne auf dem Velo vom Schlagzeuger von der Wolves und Anisa auf dem Mountainbike vom Hendrik. Wo der Hendrik vom Schlagzeuger gehört hat, was los ist, hat er sofort eingewilligt, der Anisa sein Mountainbike auszulehnen. «Danke sagen könnt ihr nachher», hat er grosszügig gesagt.
Wo sie endlich an der Pfirsichstrasse sind, ist es schon 6:15. Cheyenne und Danisa rennen zur Haustür und läuten Sturm. Niemand macht auf. Danisa will schon umkehren. Da hören sie plötzlich eine Art Klopfen. «Hey, da innen ist jemand!» Cheyenne läutet nochmal. Jetzt wird das Klopfen lauter. «Das kommt aus dem Übungsraum!» ruft Cheyenne. «Hallo!» ruft eine Stimme aus dem Keller. «Das ist Mina!» Cheyenne und Danisa rennen ums Haus. Die Stimme wird lauter. «Hallo, ich bin eingeschlafen!» «Mina!» brüllt Danisa aus vollem Hals. «Wir sind's! Wir befreien dich!» Dort hat sie ein offenes Fenster. Danisa zeigt auf ein rundes, kleines Fenster. Die beiden Mädchen drücken die Scheibe ganz auf. «Gang du!» sagt Cheyenne. «Spinnst? Ich mag da nie durch. Ich stoss dich, aber du bist kleiner. Aber ich habe weisse Hosen an.» «Hallo!» schreit Mina. «Wir kommen!» Cheyenne stößt und Danisa zwängt sich Bein voran durch das kleine Fenster. «Aua!» Danisa landet auf dem Woody mitten auf dem Kellerboden. Schnell rennt sie zum Übungsraum. Der Schlüssel steckt von außen. Danisa macht die Türen auf und Mina rennt ihr in die Arme. «Endlich! Ich habe schon gedacht, ich muss für immer da unten bleiben.» Sie drückt Danisa so fest, dass sie fast keine Luft mehr bekommt. «Schnell! In 5 Minuten musst du auf die Bühne!» Die beiden rennen die Kellerstegen rauf. Zum Glück kommt gerade der Bus anzufahren. Mina gumpelt rein und Cheyenne und Danisa fahren auf ihren Velo hinein. Wo sie die Mehrzweckhalle rennen, sind gerade Harry Schlotter mit ihrem Auftritt fertig. Der Jason und der Milo stehen mit langen Gesichtern in der Ecke. Debbie ist nie rum. Der Auftritt der Riot Roses ist offensichtlich vorbei. Wo sie Mina sehen, kommen der Jason und der Milo hässig anstampfen. Und hinter ihnen der Hendrik, der auch wissen will, was los ist. «Wo bist du? Wieso hast du uns einfach im Stich gelassen? Es ist mega schlecht gelaufen!» Der Jason schaut Mina vorwurfsvoll an. Aber dann erzählt sie endlich, was passiert ist. Sie hat mit der Debbie abgemacht, um die Roses-Tische im Übungsraum zu holen. Aber dann haben sie Streit bekommen, weil Debbie beim Lied «Playground Flowers» unbedingt auch beim Refrain mitsingen. Und Mina hat das nicht wollen. Sie hat der Debbie gesagt, wenn sie mitsinge, mache sie alles kaputt und sie hätte das auch nicht geübt und Debbie breche alles durcheinander. Dann ist das hin und her gegangen und Mina ist stur geblieben. Und dann sind wir in den Übungsraum gegangen und haben weiter gestritten. Und Debbie hat gesagt, sie gehen schnell auf in ihr Zimmer etwas holen. Und als nächstes war die Tür abgeschlossen und ich konnte nicht mehr raus können. «Puh, Debbie ist so gemein», ruft Cheyenne. «Schon, aber ich bin auch wirklich fies zu ihr gewesen», sagt Mina leislich. «Es gibt eine Umbaupause von 20 Minuten. 20 Minuten!» ruft die Technikerin jetzt durchs Mikrofon. «Los, Mina, ihr müsst noch mal spielen», sagt Hendrik. «Unbedingt!» «Spinnst, es ist vorbei!» Der Jason verdreht die Augen. «Ist es nicht. Ich habe eine Idee. Ich kläre das jetzt mit eurem Management.» Der Hendrik blinzelt der Cheyenne und der Anisa verschwörerisch zu und dann verschwinden die drei in Richtung Garderobe. 5 Minuten später sind sie wieder da. Cheyenne flüstert mit dem Hendrik und Anisa grinst über das ganze Gesicht. Aber dann kommt plötzlich Debbie in den Saal. Wo sie Mina sieht, will sie gerade umkehren. Aber Mina geht ihr an. «Debbie! Lass mich in Ruhe!» Debbie tönt ganz verzweifelt. Aber Mina holt sie ein und packt sie am Arm. Dann stehen sie sich gegenüber. Debbie lässt den Kopf hängen und dann schaut sie auf. «Es tut mir mega leid, Mina», sagt sie und fängt an zu schluchzen. «Ich war einfach so hässig auf dich. Und dann, ich weiss auch nicht.» Debbie erzählte Emina, wie sie gern den anderen erzählt hätte, was passiert ist, dass sie ihr helfen können. «Aber zuerst habe ich mich nicht getraut und dann war es irgendwie zu spät. Emina hört zu und sagt kein Wort. Und als Debbie fertig ist, umarmt sie fest. «Mach so etwas nie mehr!» Debbie schüttelt den Kopf. Dann schneuzt sie ihr Nasentüchli und weil es ein bisschen tönt, wie wenn ein Elefant trompeten würde, müssen beide lachen.
«Mystic Wolves auf die Bühne!» ruft der Herr Äppli. Die Jury sitzt wieder vollständig hinter ihren Tischli. Alle sind bereit. Während die Wolves spielen, sind Anisa und Cheyenne ganz vorne am Jubeln. Auch Demina, Debbie, Demila und Jason sind da. Cheyenne beobachtet Demina. «Ich glaube, deine Schwester findet Henrik netter, als sie immer tut.» Anisa verdreht die Augen. Nach dem letzten Stock nimmt der Henrik das Mikrofon in die Hand und sagt: Wir hören jetzt nochmal als Special Surprise Song Playground Flowers von unserer Lieblingsband, der Riot Roses. Aus speziellem Anlass, weil sie vorher sozusagen Banne hatten. «Was? Das ist aber nicht im Plan!» Der Herr Äppli schaut erstaunt. Die Riot Roses schauen sich an und dann gumpet sie schnell auf die Bühne. Jason seine Schlagzeugschläger wirbeln durch die Luft und landet in seiner Hand. 1, 2, 3. Anisa hält die Luft an und hebt Cheyenne so fest am Arm, dass es schon fast wehtut. Die Riot Roses spielen so gut wie noch nie. Beim Refrain streckt Demina der Debbie das Mikrofon an und sie singen zusammen weiter. «Sie sind mega!» flüstert Anisa. «Ja, voll!» Cheyenne will nur noch tanzen. Und wo sie sich dreht, sieht sie, wie die Saaltür aufgeht und eine junge Frau in einem neongrünen Trainer reinkommt. Der Cheyenne, ihre Knie fangen an zu zittern. Sie spürt jeden Herzschlag bis in den Hals rauf. Sie sieht alles wie in Zeitlupe. Oh nein, jetzt nur noch die Ohnmacht fallen. Die Frau im neongrünen Trainer ist niemand anders als die Lucy B. Sie kommt auf die Bühne zu und genau wo sie vorne ankommt, sind die Riot Roses mit Playground Flowers fertig und Lucy B klatscht wie verrückt und schreit: «Genial! Hey, so fresh und real! Genau so habe ich auch angefangen!» Jetzt sieht auch Anisa, wer da vor der Bühne steht. Vor Schreck lässt sie das Maul offen und packt Cheyenne wieder am Arm. Und jetzt kommen alle zu der Lucy B und sie redet einfach mit ihnen, so als wären sie beste Kolleginnen und würden sich schon seit ewig kennen. Sie erzählt von London und wie sie an ihrem ersten Konzert mega nervös war und in so einem komischen Glitzerpulli auf die Bühne musste, weil sie ihr Management so wollte. Sie hat mega schlimm ausgesehen. Lucy B lacht und Cheyenne und Anisa lachen auch, aber ein bisschen weniger laut. Nachdem auch noch der Herr Äppli die Lucy B begrüßt hat, gibt das Mikrofon an der Frau der Jury. Die erzählt mega lang, wie gut das alle waren und wie viel Freude der Wettbewerb gemacht hätte. Aber es kann nur einen Sieger geben. Und dann macht sie eine Pause, so wie die Jurymitglieder das immer machen, bevor sie das Resultat verkündet. Gewonnen haben die Mystic Wolves. Cheyenne hat das Gefühl, ihr wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Auch Anisa schaut ganz enttäuscht. Aber im Saal jubeln alle und gratulieren den Wolves. Auch Demina und der Rest der Riot Roses. Die Lucy B geht jetzt zum Herr Äppli und redet auf ihn ein. Der Herr Äppli hört, grinst und nickt. Dann geht er ans Mikrofon. Also, auf speziellen Wunsch von der Lucia, also der Lucy, spielen bei uns am Konzert in der Mehrzweckhalle auch noch die Riot Roses im Vorprogramm von der Lucy B. Cheyenne kreischt vor Freude. Die Riot Roses jubelt und der Henrik umarmt Demina. «Schau, kichert Anisa. Wo die Lucy B schon lange wieder weg ist und Cheyenne und Anisa am Zusammenpacken sind, kommt Emina auf sie zu. Falls ihr Interesse an 2 VIP-Tickets für alle Schweizer Konzerte von der Lucy B habt, da, für euch, und streckt ihnen 2 Tickets entgegen. Cheyenne und Anisa schauen sich an und fangen an zu schreien.
Wow, so lieb von der Emina. Das haben Cheyenne und Danissa aber auch wirklich verdient. Spannende Geschichten, lustige Abenteuer, Detektivgeschichten. Findest du alles bei uns auf srfkids.ch. Komm unbedingt mal ein bisschen stöbern, wenn dir diese Geschichte jetzt gefallen hat. Oder kannst auch einfach den Podcast abonnieren. SRF Kids Hörspiel. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Anna Zöllig. Mach's gut.